Hallo liebe Leute, willkommen zurück zu Let's Play Fable Anniversary Edition. Ich freue mich wieder, euch hier begrüßen zu dürfen. Das letzte Mal sind wir in Notorglade angekommen. Wir haben herausgefunden, dass ein weißer Balverine die Stadt unruhig macht. Und wir haben uns Mission bekommen, eben ihn umzubringen. Und das haben wir letztes Mal auch geschafft. Knapp, muss ich sagen, aber. Und ja, jetzt wollen wir gerade zurück in die Stadt gehen und unsere Veronika holen. Aber bevor wir das hier gemacht haben, haben wir sogar noch eine schöne Tätowierung auf unsere Brust, Arme, Gesicht und Beine gemacht. Man sieht echt das bei den Beinen und Gesicht irgendwie nicht gerade so viel. Vielleicht weil ich so bleich bin oder weiss noch mehr. Auf den Rücken setzen wir ein bisschen noch. Aber egal, dann gehen wir jetzt zurück in die Stadt. Hallo! Ja, der weiße Balverine umgebracht. Ich bekomme ja etwas Schwund. Bitte. Ich muss jetzt zum Oberhaupt von allen Oberhaupten da mitreden. Oh. Da, ja, mich geheilt. Das ist ja perfekt. Okay, sorry. Ihr seid zurück und unverletzt. Wir haben das Geheul gehört und schon das Schlimmste befürchtet. Aber ihr habt die Bestie besiegt. Ein Held von eurem Format verdient die Ehre, in der Arena kämpfen zu dürfen. Eure Nominierung sollte bereits in der Gilde auf euch warten. Oh, apropos Gilde. Sie haben euch diesen Brief nachgesandt. Von eurer Schwester. Theresas Brief. Tun wir das mal durchlesen. Lieber Bruder, ich wusste immer, dass wir etwas Besonderes sind und jetzt habe ich den Beweis, dieses Buch spricht von einer Blutlinie aus den Tagen des Alten Reichs und von ihren Verbindung mit einem Schwert, das mächtig genug ist, die Welt zu regieren. Zu dieser Blutlinie gehört unsere Mutter, da bin ich sicher, und zu dieser Blutlinie gehört damit auch du und ich. Vielleicht verstehst du das mit Hilfe deiner Augen. Besser als ich. Ich spreche zu den Seiten, aber sie antworten mir nicht. Theresa. Okay. Die Blutlinie. Oh, jetzt mir, ja. Obwohl es den König schon seit Jahrhunderten nicht mehr gibt, findet sich Überbleibsel davon überall in Elben. Die Gilde, ihre große... Oh Mann, jetzt muss... Hörst du was? Ich tue das ganz allein durchlesen. Jetzt, gerade. Belohnung. 9000. Gut, ja, das ist nicht schlecht. Und eben, die Grosstat haben wir geschafft, ohne Schutz. Hui. Mache ich, aber bevor ich das mache, da schnell zurück. Ausrüstung. Bucher. Buch. Wo ist die Blutlinie? Obwohl es der alten Königreich schon seit Jahrhunderten nicht mehr gibt, sie finden die Überreste davon überall in Alpen. Die Gilde, die eine großartige Pracht zerstört. Wisst ihr was? Wenn ich das nicht selber durchlesen kann, das ist so mühsam. Leset es euch selber durch. Und ja. Ja. Genau, Schwert passiert ist und wir können das sogar können ja wieder aufstehen. Eine Person gibt es auf die Zeichen deuten, obwohl sie jetzt ein ruhiges Leben führt. Sie viele getan darauf hin und jetzt die Blutlinie kennen und weiterhin einen Sohn und so, bla bla bla. Ja. Also jetzt könnt ihr jetzt durchlesen, wenn ihr wollt. Der hat es auch sicher durchgelesen, würde ich mal sagen. Und ja. Es ist so mühsam, wenn man es nicht selber scrollen kann. Oh. Ja, ich bin nicht einer, der es schnell lesen kann. Das bin ich einfach nicht. Hi Leute. Ja, der Monitor. Gehen wir schon zu dem Monitor rüber. Das will ich hören, nein, nicht hören. Nee. Ich würde gerne meine Ausrüstung anziehen. Was will ich? Dorfbekleidung. Soll ich das umziehen? Attentäterkleidung, Lederanzug. Stiefel. Kettenpanzerung. Also ich tue wieder die Attentäterkleidung an. So. Soll ich das anlegen?
Und jetzt gehe ich schnell zu Hand und Räuberhandschuhe anlegen. So. Sieht doch schon wunderschön aus, oder? So, der Monitor, sie ist hier vorne. Mal schauen. Hallo, der Monitor. Dieser Monitor war schon für mich ein Rätsel immer wieder gewesen, wie sie aufzutun. Ihr mein Antlitz mit einem Pfeil treffen, gehe ich für euch auf. So, ich probiere es mal. Es war ja nie schwierig gewesen. Also ich verstehe, was er meint, was ich machen muss. Aber irgendwie... Das soll Stärke sein. Eben. Irgendwie... Ich habe es immer wieder versucht, da oben. Hier. Wo irgendwie habe ich es hier einmal geschafft. Stärke sein. Vielleicht muss ich auch mehr Schaden machen. Wenn es jemand weiss, wie es funktioniert, bitte unten in die Kommentare reinschreiben. Bitte, es wäre schön. Es könnte mir helfen. Oh, hallo, weg. Voilà. So, da sind jetzt irgendwie die Läden nicht offen, weil es oben ist. Und jetzt kann ich. Gut. Tätowierer, hallo. Das ist ein Tätowierer, der mehrere Tattoos für uns hat. Sieht aber nicht schön aus. Das habe ich schon. Dorgon-Tätowierung. Rückentätowierung einer Legende aus Knottelglade zufolge war der Dorgon ein drachenähnliches Wesen, das seinen Nachkommen verschlang. Da der Dorgon die Mahlzeit nicht verdauen konnte, explodierte er und daraus entstand die Welt. Ach so. Das tut aber eine schöne Vorstellung von unserer Welt. Das Netz der roten Witwe, die im Witchwood zu Hause ist. Witchwood, genau, oder? Nein, Witchwood ist auch. Das ist, wurde ein King aus dem Notfall benutzt, um Farbe und Kleidung anzufertigen. Ich bin komplett verwirrt, wie die andere Welt heisst. Mann. Dunkler Kettenpanzerhelm, Apollos Kapuze. Ist einfach mal Kapuze, oder? Ja, ein dunkles Obergewand, Apollos Hemd. Jawohl, ich würde es sehr gerne kaufen. Ich kaufe es mal. Oh, aber das ist ja die spezielle Ausrüstung, die wir ja dank der DLCs bekommen. So, und Apollos Stiefel. Ich habe es eben nie angehabt, Apollos Kapuze. Das, was am teuersten, habe ich das Gefühl, sogar ist. So, dann haben wir das. Gehen wir schon hier. Ups, falscher Knopf, sorry. Gehen wir da ganz über. Apollos Bekleidung. So, hi. Sieht doch schön aus, oder? Sehen wir ein bisschen unsere Tätowierung durch. Ja, es sieht nicht schlecht aus. Das gefällt mir. Da oben gehe ich schnell noch nicht in die Taverne, ich gehe ganz rauf, dort hat es Trankladen, also Gemischtwarenhandel, besser gesagt. Mit dem, hallo, und mit dem wir reden. Genau. Oh, Nummer 1 Trank. Mann! Oh, ich bin voll am Arsch. Apfelkuchen. Ich kaufe jetzt hier alles. Rotes Fleisch brauche ich ja. Tofu will ich nicht. Knusper, ja, das will ich. Also Tofu will ich auch nicht kaufen, weil es mich wieder lieb macht. Das will ich nicht. Stört mich. Gehen wir schon hier her. Mir sieht niemand momentan. Oh, rote Witwe. Sieht schön aus. Eine rote Witwe. Also wenn die mir Angst machen, dann erkläre ich euch nicht, was der
machen müssen. Also Angst. Ich grusel mich einfach vor Spinnen. So wie die meisten irgendwie, habe ich gemerkt. Es sind wirklich viele Leute, die sich vor Spinnen fürchten. Oder echt nur auf grusig finden. Kettenpanzerstiefel, wow! Yeah, ja, Ausrüstung gefunden. Ich habe mal die Beschreibung gelesen von der Ausrüstung, die ich jetzt gerade an habe. Habe ich gar nicht durchgelesen. Wie jeder Bogenschütze weiß, ist eine Kapuze aus zweierlei Gründen wichtig. Sorry. Tagsüber schützt sie die Augen vor der Sonne und nachts verbirgt sie das Gesicht. Und wie ist das so kann man das so ganz ist? Apollo ist das Pseudonym des Leiters des Grey Company, des Mannes, der die Finanzinvestitionen von Lady Grey überwacht. So erschreckt dies auch klingen mag, galt er doch als ausgesprochen netter Mann. Und nun unterstützt auch Dorfbewohner, die die Miete nicht zahlen konnten, aus eigener Tasche. Ach so, okay. So ist das also. Ganz mies. Ganz miese Sache. Das Bild dort hinten. Die Balverine-Töterin. Wir werden noch herausfinden, wer die Balverine-Töterin ist. Ich muss sagen, das Bild dort hinten gefällt mir. Ein Kämpfer gegen die Balverine. Das habe ich irgendwie im anderen, also in der Originalfassung irgendwie nie bemerkt. Ja, jetzt hat es da das Gleiche drin. Brauche ich nicht. Gehen wir schon da runter. Kann ich da etwas klauen? Ich kann schon zur Kneipe. Der Kneipe hat vielleicht etwas für mich. Hi. Stehe zu Diensten. Er hat sogar Getränke. Mehr als Dranger. Willenskraft tue ich auch kaufen. Oder das Fleisch tue ich auch kaufen. Bier. Hallo. Gut. Da. Ich kaufe jetzt 9 und zeige euch, was passiert, wenn ich zu viel trinke. Was könnte ja passieren? Gegenstände, Nahrung. Bier. Da. Nein, egal. Das habe ich so gemacht. Und 1. Und 2. Und 3. Und 4. Und 5. Und 6. Und 7. Und 8. 9. 10. 11. 12. Okay. 13. 14. Okay, irgendwie bin ich nicht besoffen worden. Was? Nochmal. Bierfässchen. Hä? Wieso geht's nicht? Ich bin immun. Ich bin immun. Wieso? Also, wartet schon. Das kann nicht sein. Der Wert ist variiert wie die 4 Handelsobjekte von Stadt zu Stadt. Es ist eine gute Idee, bei verschiedenen Ladenbesitzern und während Händler zu verkaufen und Profit. Ach so, Bier. Oh, und das ist das Gleiche mit dem. Also ich bin eher nachher so wie ein Händler mit dem. Also, wie du gesagt, ich habe es schon lange gespielt. Man merkt es einfach. Ja. In der Gilde wartet eine wichtige Quest auf euch. Ja, ist schon gut. Bier, rotes Fleisch, Mondfleisch, golden. Ich verkaufe das euch jetzt alles verkaufen. Das tue ich auch alles verkaufen. Voilà. Mega komisch. Aber egal. Das nächste Mal werden wir in der Arena zurückgehen, in der Gilde zurückgehen und für unsere Arena eintreten.
Und wir werden schauen, was uns in der Arena erwartet vielleicht. Weil alles andere wollte ich noch nicht machen, also so eine Frau suchen und so, bevor ich in die Arena gegangen bin. Weil nach der Arena wird etwas ganz Schönes passieren. Falls alles gut geht. Dann hoffe ich, dass ich euch unterhalten wieder mal und euch das gefallen hat. Mit einem Kommentar und einem Daumen gegen oben wäre sehr erwünscht. Und sonst bis zum nächsten Mal. Tüdelü!